Ein dicker Kuss von der Trainer von der Meister. Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu Teil 2 der Reaction zur Pressekonferenz vor dem Champions League Achtelfinalspiel bei Lazio Rom Rhein. Lazio Rom Rhein, ja. Bei Lazio Rom, Alter. Das ist soweit. Rein in den Bums, Leute. Teil 2. Unser Chefcoach ist da. Ich bin sehr gespannt, was er heute wieder rausballert. Ja, hallo. Willkommen zurück. Teil 2 der Pressekonferenz. Jetzt mit unserem Cheftrainer Thomas Tuchel. Servus, Thomas. Und bitteschön. Thomas ist auch in Trauer. Verstehe ich nach so einem Spiel. Kann man auch mal in Schwarz auflaufen. Wie gewohnt gleich die erste Frage. Fangen wir wieder rechts an. Martin Volkmar ist an der Reihe, ja. Hallo Herr Tuchel, können Sie uns schon verraten, ob eine Dreier- bzw. Fünferkette Ja, na klar, wird er das jetzt verraten, ist doch logisch. Ein Tag vorm Spiel wird er das dem die Gegner doch verraten, ob es eine Dreier- oder eine Fünferkette gibt. wieder eine Option ist oder ob Sie zurück zur Viererkette und zum 4-2-3-1 kehren werden. Könnte ich Ihnen, wenn ich wollte, werde ich natürlich nicht. Ich denke, dass es auch mittlerweile im Fußball was ganz Normales ist, seine Grundordnungen anzupassen. Es gibt mittlerweile in der Spitze so viele Teams, die unterschiedliche Grundordnungen spielen, Zwischenspielen, innerhalb von Spielen. Es gibt Grundordnungen im Tief. Ja, dafür müsste man einen Einfluss innerhalb der Spiele nehmen oder innerhalb der Halbzeitpause. Dann können wir wieder den Nagelsmann aus dem Abspann zitieren. Magic. Spielaufbau, Aber wir spielen ja 90 Minuten Stiefel durch. im hohen Ballbesitz gegen den Ball. Gut, gegen Leverkusen haben wir mal nach 60 Minuten stimmt nicht, nach 60 Minuten haben wir das erste Mal gewechselt. Ich glaube 65. rum oder so, dann haben wir ja auch umgestellt. So ist ja nicht, ne? Ich weiß, dass da eine Riesensache oft drum gemacht wird. Es wird immer wichtiger sein, wie wir spielen und nicht, was wir spielen, mit wie viel Leidenschaft. Das ist richtig. Und vielleicht sollte man einfach mal die Spieler aufstellen auf ihren richtigen Positionen. Und vielleicht auch mal die Spieler aufstellen, die fit, heiß und gut sind. Dann spielt das auch keine Rolle, ob das ein Dreier, eine Fünfer, eine Vierer, eine Achter oder eine Elferkette ist. Ja, gehe ich voll mit. Ja. Aber wenn man eine Fünferkette aufstellt, die noch nie zusammengespielt hat, gegen ein Spiel in Leverkusen, das absolute Topspiel ist, und Spieler reinwerfe, die seit 2 Tagen wieder im Training sind oder seit einem Tag wieder in München sind, Alter, dann hat man einfach den Kopf kaputt. Mit wie viel Überzeugung, mit wie viel Biss, mit wie viel Freude. Thomas würde sagen, mit wie viel Zockerei, Lust auf Zockerei, wir die Grundordnung spielen, die wir da auswählen. Wir haben am Wochenende eine sehr für uns. Wir spielen gegen Lazio wieder mit einer Fünferkette. Und es wird dieselbe sein wie gegen Leverkusen. 100%. Ja, der linke Verteidiger wird anderer sein. Entweder wird Mazraoui auf links direkt anfangen oder es wird ein Guerrero auf links starten. Gehe ich fest von aus. Ja, was ja auch nicht schlimm ist. So. Und dann wird es halt interessant sein, ob wir mit nur einem Sechser spielen oder wieder mit 2 und wieder kein Zehner auf dem Feld haben. Dann könnte es wild werden. Aggressive Grundordnung gewählt, die fast dann dazu geführt hat, dass wir Mann gegen Mann verteidigt haben. Wir wollten Obwohl wer weiß, gegen Lazio kannst du ja wieder davon ausgehen, dass sie defensiv stark stehen. Vielleicht wird er dann doch eher eine Viererkette wählen, weil er dann wieder den Zehner auf dem Feld hat. Ich weiß es nicht. der Mannschaft helfen, ins Tun zu kommen, nicht nachzudenken, im Zweifel vorwärts zu verteidigen. Das hat man uns nicht lange genug dann angemerkt, klar, aber deshalb, das sind die Überlegungen. Wir wissen sehr genau, was wir morgen machen. Wir haben die erste Besprechung schon gehabt. Wir haben heute... Ja, ist doch normal. Wir haben heute nochmal eine Videobesprechung. Morgen vom Spiel haben wir auch nochmal eine Videobesprechung. Also da wird ja alles dargelegt. Also das ist doch gar kein Problem. Wir sind wieder top vorbereitet. Das taktische Training gehabt und unser Abschlusstraining gehabt und werden morgen ganz normal defensive Sitzung machen und dann am Abend versuchen zu gewinnen. Ja. Das ist sehr überzeugend. Die Karten auf dem Tisch. Oh, da habe ich mir jetzt einen guten Moment angehalten. Ich glaube, da sieht man schon, dass er selber nicht ganz dran glaubt. Wart noch ein bisschen, bis die Übersetzung durch ist. Ja. Und dann auf der linken Seite Hanna Reif für TZ und Marco. Ja, Sie haben Brennt Thomas schon Müller wieder. gerade schon angesprochen. Wie hat Ihnen diese Brandrede gefallen? Hat er auch Ihnen ein bisschen aus der Seele gesprochen mit den Punkten, die er angesprochen hat? Ich habe sie nicht gehört. Ich bin Ja, er liest ja keine Zeitung und hört auch keine Social Media. Und seit, ich weiß nicht, wann war das Spiel aus? 18:30 haben wir gespielt mit ein bisschen Verzögerung. Seit 20:30 offline bis einschließlich jetzt gerade. Deshalb, ich habe es nur gehört von hat er nicht mal eine Analyse geguckt?
Thomas, ich bin enttäuscht. Das ist frech. Ich dachte eigentlich, wir wären so mittlerweile. Von Dieter und natürlich ein paar Zitate, dann bin ich jetzt angesprochen worden darauf. Das trifft schon. Ich meine, das ist auch nichts Verkehrtes, das so zu äußern. Wenn das einer darf, ist es natürlich auch Thomas, der das so äußern darf. Genau. Darf natürlich der Ersatzspieler darf das natürlich. Das ist im Moment, oder nicht nur im Moment, das ist eine Diskrepanz, die wir wahrnehmen. Seit 11 Monaten. Seit 11 Monaten. Auch ganz egal, welchen Ansatz wir wählen, es gibt eine Diskrepanz. Es hat einige Zeit gedauert, bis wir vollkommen zufrieden waren mit der Energie und der Qualität im Training. Das sind wir jetzt seit langer, langer Zeit, muss ich wirklich sagen. Wir spüren die Mannschaft auch auf dem Feld, auch vor diesem Spiel gegen Leverkusen in einer Art und Weise, die wir nachher nicht transportieren können ins Stadion. Ja, es fühlt sich an, als würden wir da mit ein bisschen mit einem Rucksack spielen oder mit Gewicht auf den Schultern spielen, unsichtbar. Ja, aber dafür ist er doch verantwortlich, Alter. Dafür ist er doch der Coach. Ja, er hat doch die Mannschaft erstmal überhaupt in diese Lage gebracht. Und da muss er doch jetzt auch mal langsam zusehen, dass er der Mannschaft dann, so wie es er sagt, diesen Rucksack abnimmt. Ja, das ist die Aufgabe. Dafür ist er der Trainer, der Verantwortliche. So bei uns jetzt im Training nicht mehr gibt. Das war am Anfang auch ein bisschen schwankend, auch im Training, die Energie und die Ausstrahlung. Das ist seit langer, langer Zeit nicht der Fall. Deshalb ist es wichtig, dass der Prozess auch von den Spielern angestoßen wird, dass er auch von Thomas kommt. Der kann das gerne auch nach außen sagen, weil der hat natürlich auch den Mumm und das Standing, das intern zu sagen. Und es ist wichtig, dass die Mannschaft das auch innerlich oder im Mannschaftskreis thematisiert und anstößt und dass wir am Ende dann aber auch weiter dranbleiben. Es ist spätestens morgen wenn du aufwachst und schaust dann vom Balkon, schaust auf die Stadt, auf Rom, dann wirst du wissen, es ist ein neuer Wettbewerb, es ist ein neuer Tag. Der beginnt halt auch immer wieder neu, selbst wenn Bayern München verliert, geht die Sonne wieder auf, auch wenn man es erstmal nicht glauben mag. Und dann werden wir uns auch erlauben, gut drauf zu sein morgen und das mit Freude zu spielen. Das wäre schön. Ich würde das sehr begrüßen, Thomas, wenn wir endlich mal ein Spiel sehen würden, wo die Mannschaft mal als Mannschaft mit Freude Fußball spielt. Dann wäre ich schon zufrieden, unabhängig vom Ergebnis. Ja? So weit ist man schon. Teil des Geschäfts. Daran anschließend ist dann morgen ein Thomas Müller-Spiel. Können Sie uns das schon verraten? Ich sage Ihnen, wir spielen gegen die italienische Mannschaft. Ich werde auf dieser Pressekonferenz aber gar nichts verraten, weil ich weiß, wie taktisch geschult, wie schlau, wie diszipliniert Italien. Ja, das ist auch super. Das ist dann natürlich die totale Überraschung, wenn Thomas Müller auflaufen sollte. Dann werden die gleich in Panik ausbrechen bei Lazio Rom und wissen nicht, was sie tun sollen. Genauso, wenn Thomas Müller nicht auf dem Feld steht. Also italienische Mannschaften von Sarri spielen, deshalb werde ich mich nicht locken lassen. Aber also wenn Thomas Müller morgen nicht auf dem Feld steht, weiß ich nicht. Ich glaube, dann brennt die Flamme unabhängig vom Ergebnis, aber noch mal heißer in München. Die Chancen stehen gut. Mit halber Geschwindigkeit auf die Seite, damit die Übersetzung hinterherkommt. Jetzt bitte zweite Reihe, ja. Buonasera Mister, benvenuto a Roma. Herzlich willkommen in Rom, Alessandro Vittori, LaLazioSiamoNoi.it. In der Vorbereitungsphase haben Sie bestimmt unsere Mannschaft Lazio Rom eingehend studiert. Was sind die Mit Sicherheit Stärken, auf die der FC Bayern aufpassen muss und wo liegen die Schwächen, die Sie ausnutzen werden? Nein, wir werden nicht über die Schwächen sprechen. Schon gar nicht öffentlich. Es ist eine sehr disziplinierte Mannschaft, sehr laufstark, sehr homogen, ganz. Oh, wenn das alles stimmt, was er jetzt in diesem einen Satz schon gesagt hat, dann werden wir uns sehr schwer tun. Klar in ihren Abläufen zwischen 4-3-3 und 4-1-4-1. Klar in ihrem Pressing, klar in ihrem tiefen Verteidigen. Und wie immer bei Sarri enge Abstände, sehr aufeinander abgestimmt, sehr synchron und schwer zu schlagen. Ich glaube, dass es morgen dazu noch ein emotionales Spiel werden wird mit den Fans und sie versuchen werden, das auch als Vorteil zu nutzen und darauf sind wir vorbereitet.
Dann wieder auf der linken Seite Stefan Kumberger für Sport 1. Herr Tuchel, Sie haben gesagt, Sie wären offline gewesen. War das eine Reaktion? Selbstschutz. Selbstschutz. Aber ist das, was Sie Völlig verständlich, ja. Völlig verständlich. gerne öfter machen oder war das Ja, der besonderen Absolut. Situation? Kann ich nur empfehlen, ist gut. Das ist unserem Beruf eher schwer. Sie verraten keine Details, ich weiß, aber wie planen Sie denn grundsätzlich mit Matthijs de Ligt in den nächsten Wochen und Monaten? Na, der Matthijs de Ligt ist ein ganz wichtiger Spieler. Wir brauchen alle Spieler. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt öfter mit einer Fünferkette spielen. Wir kennen unsere Personalsituation, da ist ja öfter mal ein Innenverteidiger weg. Also er wird ein ganz wichtiger Spieler sein. Weil aktuell ist er ja Innenverteidiger Nummer 4. Innenverteidiger Nummer? Ja, also das sind natürlich Kategorien, die kann ich nicht teilen, weil also ich persönlich habe in meinem Büro keine Nummern und kein Ranking. Matta ist einer von 4 Innenverteidigern, aber es gibt aktuell keine Nummer 1 und keine Nummer 4. Und alle kämpfen um die Plätze. Deswegen hat natürlich auch ein de Ligt, der super Zusammenspiel mit Eric Dyer hatte und eine sehr starke Form gegen Gladbach. Na klar zieht man dann Upa, der 2 Tage im Training ist, und Minje, der 1 Tag wieder in München ist, natürlich de Ligt vor, oder? Weil es keine Nummern gibt, alle auf einem Level sind, alle die gleichen Chancen haben. Ist doch klar, oder? Wer soll ihm das denn abnehmen, bitte? Also. Es ist natürlich auf dieser Position ein sehr intensiver. Na klar, kann er jetzt auch nicht sagen, ja, ist richtig, ich mag ihn nicht, er ist außen vor. So, verstehe ich auch, ja. Aber keine Ahnung, dann sag doch einfach, ich habe kein internes Ranking, alles andere wird intern besprochen und ist doch gut. Und eier da doch nicht wieder rum und erzähl da wieder jetzt 30 Sekunden irgendeinen Stoß, der wieder komplett unglaubwürdig ist. Also Wettkampf jetzt noch mit Eric Dyer. Ja, und, genau. Jeder hat jede Woche die Chance zu spielen. Das ist jetzt im Moment auf der Position natürlich. Applaus für diesen Take, Alter. Durch die Rückkehr von Dayo und durch die Rückkehr von Minje sind das 4 Spiele, so für 2 Positionen. Oh, jetzt nur noch 2 Positionen. Was ist denn da los? Hast du dich jetzt verraten, dass wir morgen doch Viererkette spielen, oder was? Manchmal 3 Positionen wie in Leverkusen. Nochmal gerettet. Das ist eine normale Situation für Bayern München, würde ich sagen, die wir jetzt viel zu wenig hatten. Das kann. Na klar, hat er eine ganz faire Chance, der de Ligt. Also ich könnte jetzt noch mal wiederholen, was ich gerade gesagt habe, weil es mich so hart triggert, Alter. Ja, wirklich, das ist ein Witz, was er da gerade von sich gibt. Und sich jede Woche ändern. Ja. Seitenwechsel Julian Wolf für die Welt. Ja, hallo Herr Tuchel. Da brauchen wir jetzt auch wieder keiner kommen. Ja, du siehst ja die Trainingsleistung nicht. Nee, die brauche ich nicht sehen. Also wenn Upa seit 2 Tagen wieder im Training ist und Minje 1 Tag wieder in München ist, dann ist das eine Frechheit, dass die einem de Ligt vorgezogen werden. Punkt. Feierabend. Da braucht mir keiner mit einer Trainingsleistung kommen. Im Training sind sowieso alle gut und im Spiel kriegt keiner hin. Ne? Also lächerlich. Weil Sie das Wort Leidenschaft eingangs erwähnten und Ihre Antwort den Eindruck machte, dass die Mannschaft durchaus sehr selbstkritisch jetzt sich verhalten hat. Das klang ja durch. Was erwarten Sie am meisten morgen? Also ist das jetzt der Moment für eine Reaktion? Nee, es ist nicht der Moment für eine Reaktion. Alter. Ich weiß es nicht mehr. Was ist die Hauptsache, die Sie erwarten? Würde man natürlich klar sagen, haben wir auch bisher immer getan. Sowohl auf das bittere Pokal-Aus haben wir eine Reaktion gezeigt in Dortmund, auf die ganz bittere Niederlage in Frankfurt. Aha. Sorry, haben wir eine Habe ich die Reaktion auf dem Frankfurt-Spiel verpasst, oder was? Reaktion gezeigt in Manchester. Ach so, das war die Reaktion, oder was? Das überragende Spiel in Manchester. Gut ab. Das war nicht unser Problem. Auch die Selbstkritik der Mannschaft ist kein Problem, zeigt sie grundsätzlich immer. Auch in der Analyse von Spielen, die wir gewinnen, mit denen wir mit Sachen nicht zufrieden sind. Das ist seit langer Zeit auf einem sehr hohen Niveau, wie wir damit umgehen. Und ich habe trotzdem auch das Gefühl, dass wir da sehr offen und ehrlich miteinander sind, auch im Staff mit der Mannschaft und hin und zurück. Deshalb hoffe ich, dass wir und bin auch überzeugt, dass wir alles haben, um eine Reaktion zu zeigen. Wir haben das auch schon mal getan, aber natürlich in der Situation, dass es ein Spitzenspiel war, dass wir sehr offensiv auch kommuniziert haben, dass wir die Karten auf den Tisch legen wollen, war es natürlich zu wenig. Nee, es war nicht zu wenig, es war gar nichts.
Und ja, entsprechend kann es ein bisschen mühsamer werden auch oder schwieriger werden, die Reaktion zu zeigen. Es ist trotzdem auch eine gute Möglichkeit, weil es ein neuer Gegner ist, ein neuer Wettbewerb ist. Und weil natürlich auch weil klar ist, in einem K.O.-Spiel ist die Ausgangslage einfach 50-50 von Beginn an. Deshalb hoffe ich, dass wir uns das zunutze machen und die Qualität zeigen, die wir auch brauchen, um zu Das hoffen wir alle auch, Thomas. bestehen. Dann hier in der zweiten Reihe, bitte, ja. Hi, Mr. Tuchel, for Dutch media. Obviously you're trying to build a machine with Sie versuchen, eine Maschine aus Bayern zu bauen. Ist der Verteidiger Mathis de Ligt einer, der in dieses System passt? Ja, absolut. Er hat einen schwierigen Moment derzeit. Naja, er hat schon wieder einen schwierigen Moment, ne? Er hat immer einen schwierigen Moment, oder? Und seitdem Tuchel da ist. Er ist angeblich in der Vorbereitung, war angeblich verletzt, hat die ganze Vorbereitung aber mitgespielt. Dann hat er wieder einen schwierigen Moment gehabt und dann wieder einen schwierigen Moment und dann kam er aus einer Verletzung. Dann ging er in eine Verletzung. Jetzt hat er wieder einen schwierigen Moment, weil er super gut mit dem Dyer zusammen harmoniert hat. Ist jetzt wieder ein schwieriger Moment, weil Opa und Min-Jae wieder da sind. Denn der Kampf um den Platz ist gerade richtig stark um diese 2 Plätze. Er hatte eine schwere Entscheidung. Am Wochenende hatte er da ein bisschen Rückenschmerzen. Wurde behandelt im Hotel vor dem Spiel und dann habe ich entschieden, dass ich das Risiko nicht eingehen werde, ihn starten zu lassen, denn ich wusste, dass selbst im besten Fall, wenn wir mit allen 3 Verteidigern aus dem Spiel rauskommen, dass Opa dann nicht 90 Minuten spielen kann. Also ich brauche 4 Innenverteidiger. Ich kann das Risiko nicht nehmen, dass Mathais eine Rückenverletzung hat, sich da irgendwas verkrampft oder durch einen Gegnerkontakt. Na, ist schwierig, wenn man sich auch vor dem Spiel den Rücken ein bisschen massieren lässt, dann kann man da auch kein Risiko gehen, ne? Das ist ja genau wie mit dem Opa, der gerade aus einer Verletzung kommt. Also das ist Überleg mal, du gehst dieses Risiko ein. Das wäre ja Hirnverbrannt. Und das waren diese 5%, von denen ich mir nicht ganz klar war, ob er... Ja, 5% ist natürlich auch hart. Bei einer Mannschaft, wo die Spieler gefühlt 70% laufen, wenn dann einer nur mit 95% da rumläuft, ist dann auch schwierig. Ne? Darf man nicht vergessen. Also. Er wirklich spielen könnte und ich wollte da nicht zocken wegen dieser 5% und das war die Entscheidung. Es hat sich für ihn nichts verändert. Er ist ein sehr natürlicher Kämpfer. Wer nimmt ihn das denn ab, was er da gerade von sich gibt, Alter? Ich meine, er kann mich ja Lügen strafen, indem er ihn morgen von Anfang an aufstellt. Wer weiß? Ja, dann muss ich komplett zurückrudern, was ich gerade erzähle. Aber ich nehme ihm das nicht ab, was er da gerade von sich gibt. Er ist ein Spieler, der sich in Ajax durchgesetzt hat, bei Juventus. Und wir zählen auf ihn, wir brauchen ihn. Und das ist ein harter Wettbewerb und hoffentlich bleibt es so, denn das ist das, was wir brauchen. Bitte einmal Maximilian Koch in der letzten Reihe für die Abendzeitung. Herr Tuchel, wie haben Sie denn Brian Zaragoza bislang im Training erlebt? Und wie nah ist er vielleicht auch schon dran an einem Einsatz? Der Brian, der kam erst mal zu uns, hat sich eine Woche mit Influenza abgemeldet. Deshalb haben wir noch nicht viel von dem gesehen. Kalt und die Abmeldung von dem haben wir noch nicht wirklich viel gesehen. Also nein, ich sage es nicht wieder. Bleibt ruhig, Leute, ich sage es nicht wieder. Ist natürlich ein Wunschspieler von Thomas Tuchel. Da brauchen wir nicht drüber reden. Er ist froh, wenn er dann einsatzbereit ist und der wird auf ihn setzen. Hat jetzt gestern sein erstes Training gemacht und heute seine 2. Trainingseinheit. Das ist zu früh. Das ist zu früh, ne? Also ich meine, so ein Opa, der aus einer 4-wöchigen Verletzung kam oder was, oder Min-Jae, der zurückkam mit einer Trainingseinheit, also alles gar kein Problem, oder? Bouillet, der eine Trainingseinheit hatte, vor seinem ersten Einsatz. Jetzt sich gegen Leverkusen das Spiel davor, die 30 Minuten gekriegt hat. Das ist auch sprachlich noch zu früh. Wir haben ihn aber mit dabei im Kader. Und es wird noch ein bisschen dauern. Hier vorne in der zweiten Reihe. Yes, please.
Buonasera Mister, Stefano Gezzi. Einen guten Abend, Sportpresse 24, Stefano Gezzi. Neuer hat vorhin gesagt, Riesenrespekt für Lazio Rom. Wir wissen, wie Lazio Rom spielt, aber wir haben am Samstag gegen Leverkusen gespielt, eine viel kompaktere Mannschaft und demzufolge stärkere Mannschaft. Könnte es sein, dass morgen FC Bayern darunter leiden könnte, dass wir, wie gesagt, lautstarke Fans haben und dass vielleicht das Spiel unterschätzt wird? Das kann bei uns jederzeit der Fall sein. Siehe, sucht euch ein Spiel aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand das Spiel unterschätzt, nachdem... Nee, kann ich mir auch nicht vorstellen. Ne? Also, weil die Niederlagen, die wir kassiert haben, da wird ja keiner die Gegner unterschätzt haben, oder? Ich glaube nicht, dass man da die Saarbrücker oder die Bremer unterschätzt hat. Oder auch die Frankfurter, das kann ich mir nicht vorstellen. Auch gerade nach dem, was am Samstag passiert ist, im Gegenteil. Aber wir brauchen auch, und es ist auch wichtig, nicht komplett in Schutt und Asche zu gehen. Wir sind sehr selbstkritisch mit uns selber. Trotzdem dürfen wir uns auch erlauben, selbstbewusst zu spielen und das auch auszustrahlen. Das wäre schön, wenn wir das endlich mal sehen würden. Abgesehen vom Dortmund-Spiel, vielleicht noch Stuttgart, habe ich das nicht gesehen bei uns. In keinem Spiel. Ja, vielleicht mal für 20 Minuten, wie es Neuer vorher gesagt hat. Aber bei über 90 Minuten, dass wir mal ausstrahlen, dass wir selbstbewusst sind, dass wir eine gesunde Mir-Samir-Arroganz mal wieder am Tag legen. Nee, komplette Fehlanzeige. Das ist auf jeden Fall erlaubt. Wir rechnen sehr wohl mit ich rechne grundsätzlich mit der stärksten Ausprägung des Gegners. Ich habe nee, das ist ja sehr überraschend. Lazio unter anderem sehr, sehr stark im Derby, im Heimspiel im Derby gegen die AS Rom gesehen. Falls es dazu kommt, dass das emotional wird, falls es dazu kommt, dass das Stadion eine Rolle spielt, dann gilt es, sich dagegen aufzulehnen. Also da gibt es keine zwei Meinungen und das ist dann ganz klar von uns gefordert. Niemand kann sagen, ob das Spiel leichter oder schwieriger wird. Das entscheidet immer das Spiel selber. Da können wir keine Vorhersagen treffen und es gilt wieder bereit zu sein. Es gilt eine Reaktion zu wieder bereit zu sein. Endlich mal bereit zu sein, wäre vielleicht die bessere Wortwahl. Zu zeigen. Weil gegen Leverkusen waren wir nicht bereit. Und wir rechnen mit der besten Ausprägung von Lazio Rom. Dann vorne wieder erste Reihe, Nikolaus Linner für die Bild-Zeitung. Hallo Herr Tuchel, nach dem Spiel in Leverkusen war viel die Rede von dem großen Druck, der jetzt auf dem FC Bayern lastet. Die Anschlussfrage, die logische, spüren Sie selbst für sich auch einen wachsenden Druck, überzeugende Siege bringen zu müssen, um in den nächsten Wochen beruhigt auf Ihrem Trainerstuhl sitzen zu können? Nein, ich spüre keinen wachsenden Druck. Der Druck ist ein großes Privileg, es ist ein sportlicher Druck. Wir sind nicht... Ja gut, darüber brauchen wir ja nicht reden, dass das auch rein sportlich bezogen ist. Ja. Was soll da auch ein Druck jetzt als Privatperson spielen? Das ist ja völliger Schwachsinn. Also auch wenn wir hier kritisieren, wir kritisieren ja nicht einen Tuchel oder einen Kimmich oder sonst wen als Privatperson. Nein, rein die sportliche Leistung kritisieren wir, nicht den Menschen. Ja. Das sollte aber klar sein, das sollte man nicht extra erwähnen, wenn wir über Leistungssport reden. Das war noch nie anders, habe ich noch nie anders empfunden. Und ist auch richtig. macht keine Veränderung. Es ist nötig, selbstbewusst zu bleiben. Es ist nötig, selbstkritisch zu sein. Je stärker die Geräusche werden und je stärker der sogenannte Druck wird, umso wichtiger ist es, ruhig zu bleiben. Das nehme ich ihm auch nicht so wirklich ab, wenn ich ehrlich bin. Jetzt auf die sportliche Person bezogen, ja. Sonst wäre niemals so dünnhäutig gewesen, wie es da mit dieser Expertengeschichte war. Ich fand's okay, kannst du mal bringen, was er da gebracht hat. Aber wenn ihm das alles so egal wäre und er keinen Druck verspüren würde, dann wäre das ja nicht passiert. Und daran wird sich nichts ändern. Vorletzte Frage bitte, Carrie Hau für Sky. Hallo Herr Tuchel, Mathys Tell waren... Aber immer dieses Kopfschütteln dann noch dabei, ne? Das ist auch immer sehr aussagekräftig. Sehr wichtiger Faktor, vor allem in der Hinrunde, kam rein als Joker, hat oft auch dann Tore gemacht, zum Beispiel auch gegen Man United in der Hinrunde. Es ist aber wieder eine freche Frage jetzt, oder?
Jetzt kommt erst die Lichtfrage, jetzt kommt noch die Tell-Frage. Eieieiei, ist schon frech. Runde. Was fehlt ihm, um dieser Faktor aktuell zu sein? Und Spielzeit. Ganz einfache Kiste, einfach Spielzeit. Trauen Sie ihm auch zu, dass er mal länger als vielleicht eine Halbzeit dann auch spielt oder 30 Minuten? Absolut, er war ein extrem wichtiger Faktor. Er hat sein Momentum da auch ein bisschen verloren. Ja, aber warum hat das Momentum denn verloren? Weil man ihn jedes Mal hingehalten hat und jedes Mal eine verfickt andere Ausrede gehabt hat. Und dann irgendwann gesagt hat, ach ja, das klappt ja so gut, wir lassen das jetzt so. Er darf trotzdem keine 90 Minuten spielen. Ja, ist jetzt mal ernsthaft, ist ja wohl klar, dass man das Momentum verliert. Oder was? Dass man irgendwann dann auch mal die Motivation verliert, wenn man sieht, was da für Nulpen welche Leistungen bringen. Und dass man dann nicht mal jedes Spiel eine halbe Stunde bekommt, ja? Geschweige denn mal einen Startelf-Einsatz. Nee, kriegt er ja nicht. Warum auch? Nicht mehr so aggressiv, auch jetzt, wenn er kommt, nicht mehr so aggressiv. Ja, warum denn? Warum denn? Ich glaube, da sind wir uns ja wohl alle einig, warum, oder? Wenn du 10 Spiele reinkommst, dir den Arsch aufreißt, überzeugst und trotzdem links liegen gelassen wirst. Wow. Komisch, das sind auch Menschen, wa? So, dann resigniert man halt einfach irgendwann, weil man denkt, ja, es ist doch scheißegal, was ich mache. Wenn er eingewechselt wird, schießt 2 Tore, spielt er im nächsten Spiel trotzdem wieder nicht. Sitzt er wieder 3 Spiele auf der Bank. Bis er dann mal wieder 20 Minuten kriegt. So, welche Motivation soll der Junge denn haben? In der Box, er hat nicht mehr den absoluten wilden Drang Richtung Tor im Moment. Das hängt Ja, und warum das auch? Weil die ganze Zeit immer nur auf links außen aufgestellt wird. Er ist ein Mittelstürmer, Alter. Ein verfickter Mittelstürmer. Wahrscheinlich auch mit Selbstvertrauen zusammen. Das hängt vielleicht aber auch damit zusammen, was man ihn komplett genommen hat. Dass plötzlich nach einer Phase, wo so viel gelingt, wo du so viele entscheidende Tore schießt, dass du vielleicht auch ein bisschen zu viel von dir selber verlangst. Das ist für mich die Mischung, die ich wahrnehme. Wohl eher, dass man dafür nicht belohnt wird, dass man diese Leistung bringt. Das wird wohl eher sein. Aber hey, warum sollte man da selbst reflektiert ein Tuchel, selbstreflektierter Tuchel sein? Er hat es ja gerade selber gesagt. Ja, es ist ihm im Endeffekt egal. Seine Scheuklappen auf und zieht seinen Stiefel durch. Hat er ja gerade noch gesagt. Also. Es wird wieder besser im Training. Er trifft wieder mehr im Training. Erst zuletzt wieder gestern und trotzdem ist völlig normaler Prozess für so einen jungen Kerl. Ich glaube, wir haben ganz oft in der Phase, in der es so gut lief, für ihn vergessen, wie jung er noch ist. Deshalb ist es auf dem Niveau. Nee, das haben wir nicht vergessen. Gerade deswegen hätte man dem Jungen dann vielleicht mal unterstützen sollen. Hat beim Musiala geklappt, hat beim Davis geklappt, hätte auch beim Tell geklappt. So hat man aber nicht getan. Dass diese jungen Spieler natürlich Leistungsschwankungen haben. Völlig legitim, ja, das sind immer junge Spieler. So, aber wenn man diesen Spielern, er sagt es ja gerade selber, das Selbstvertrauen auch wegnimmt, dann muss man sich nicht wundern, Alter. Ich meine, selbst der Müller hat daran zu knacken, dass er in manche Spiele für 3 Minuten nur eingewechselt wird. Von wegen Selbstvertrauen, ne? Mit dem Alter und dem Werdegang total normal, dass es einfach mal ein Wellental gibt und da hat sich nichts verändert für ihn. Er muss jede Minute annehmen, als wäre es seine erste und seine letzte. Nur so funktioniert es. Wir brauchen diese Unbekümmertheit, diese Lust auch in 10 Minuten, in 13 Minuten. Jetzt mache ich den Kopfschüttler hier, anstatt den Tuchel. In 20 Minuten was anzustellen. Wenn er die wenigstens mal in jedem Spiel kriegen würde, ja, würde ich das ja noch fühlen, was er so von sich gibt. Dass man nicht die Eier hat, zu sagen, ja, ich schmeiß den Jungen jetzt mal über 3 Spiele 90 Minuten rein. Ich persönlich kann es nicht nachvollziehen, aber ja, es gibt Argumente dafür, zumindest solange ein Koman auch noch da war, aber ist er jetzt nicht mehr. Aber nein, dann stellt man ja lieber eine Fünferkette auf und stellt Musiala nach außen, anstatt einen Tell da spielen zu lassen, auch wenn es nicht seine optimale Position ist. Leute, auf was soll ein Tell denn warten? Ein Gnabry ist verletzt, ein Koman ist verletzt. Ja, auf was soll er denn noch warten? So, ist doch klar, wenn der weiterhin so in die Fresse geschlagen kriegt, sportlich,
dass der Junge irgendwann sich fragt, was mache ich hier überhaupt? Ja, ist doch völlig normal. Entscheidend zu sein, das geht als Stürmer immer. Und wir werden nicht aufhören, zu ihm zu vertrauen. Ich kann den Mann einfach nicht mehr ernst nehmen, was der erzählt. Sorry, Leute, es tut mir leid. Hallo, Herr Tuchel, ich grüße Sie. Es ist zwar ein bisschen nach vorne geschaut, aber es stehen ja viele englische Wochen oder sollten mehrere englische Wochen womöglich noch auf Bayern. Naja, das werden wir mal sehen, wa? Ob die kommen oder nicht. Hinzukommen. Wie geht es denn eigentlich den verletzten Spielern? Wie weit ist Serge Gnabry? Wann kann der wieder in den Wettkampf einsteigen? Wie schaut es bei Konrad Laimer aus? Ist die OP und sehr alles? Sehr schwer. Gnabry, okay. Kleiner Witz. Ja, ja klar. Also der Serge fehlt ja gefühlt seit dem Pokalspiel in Münster. Hat man, der ist gerade auf dem Platz und macht auf jeden Fall individuelles Fußballtraining. Was ist eine gute Nachricht. Auch bei Conny geht es hoffentlich ein bisschen schneller, als wir es gedacht haben. Dabei, dann haben wir schon wieder die nächste Hiobsbotschaft, dass es bei Fonsi ein bisschen länger dauert, als wir eigentlich gedacht hatten. Da hatten wir ursprünglich mal gedacht, dass es auf jeden Fall für Rom reicht. Und er ist nicht im Kader. Da bin ich vorsichtig. Also der gute Kerl ist nicht im Kader. Ich bin da auch vorsichtig bei der Ausfallzeit, vor allem von Serge. Muss man einfach auch ein paar Wochen einrechnen, bis da Form zurückkommt, bis da... Genau. Dann kommt die nächste Verletzung und dann ist die Saison auch durch, finde ich. Dann wirkliches Vertrauen auch zurückkommt in den Körper, dass da nichts passieren kann im Training. Das wäre natürlich wünschenswert, dass er mal mit 18, 20 Spielern durchgehend auch... Ja, das wäre mega, ne? Das wäre echt gut. Es spielen ja auch immer so viele. Viele verschiedene, ne? Es wird ja bei uns auch rotiert eigentlich, ne? Eigentlich ist der Tuchel ja ein Rotationstrainer. Aber aufgrund dieser personellen Lage geht das halt nicht, ne? Also, schon wild. Einen Konkurrenzkampf hervorrufen können und der ganz natürlich kommt, dass er mal von einem Spiel wie... Ja, na klar. Wir haben ja auch einen fairen Konkurrenzkampf bei uns. Siehe de Ligt gegen Leverkusen. Also. Ich denke, da müssen wir nicht drüber reden, dass wir keinen fairen Konkurrenzkampf haben. Morgen einfach in dem Abschlusstraining nicht ganz klar ist, wer spielt denn da morgen auf der einen oder anderen Position und dass man da einfach dann das Training dafür nochmal nutzt. Bei uns ist es ja eher so, dass wir die Leute... Wenn man ihn das mal abnehmen könnte, weißt du, dass er wirklich mal so handeln würde. Ich stimme ihm 100% zu. Ja, natürlich ist das gut. Aber warum kann man das Ganze denn jetzt nicht mit dem Tell machen? Warum konnte man das Ganze nicht mit dem Kretzig machen? Warum konnte man das Ganze nicht mit dem Pavlovic machen? Warum ignoriert man diese Spieler? Nur weil sie jung sind und unerfahren? So, deswegen kann man sie nicht in den Konkurrenzkampf stellen. Mit dem Coman, der unterirdisch schlecht war, mit dem Davies, der unterirdisch schlecht war, mit dem Kimmich, der teilweise unterirdisch schlecht war, vom Goretzka fangen wir gar nicht erst an in der Mitte und so weiter und so fort. Ja? Warum hat man das nicht getan? Leute beschützen, die überhaupt noch verfügbar waren. Es wird jetzt gerade ein bisschen besser. Wir hatten eine sehr starke Bank in Leverkusen und ich hoffe, dass wir da gesund... Ja, das hat ja richtig was gebracht, oder? Ich denke, war überzeugend, ne? Das Spiel in Leverkusen. Ja. Bleiben. Ansonsten, glaube ich, sind die Nächsten, die auf dem Plan stehen, Fonsi, Conny und Serge. Und natürlich der Länge der Ausfallzeit gerechnet, dauert es dann wahrscheinlich bei Fonsi weniger lang als bei Serge, bis er auch wieder voll verfügbar ist. Kingsley ist aber immer noch mit Schiene unterwegs, ist alles gut überstanden, aber ja, da schrecke ich mich manchmal, weil ich denke mir dann immer, ich vergesse natürlich dann auch gerne mal die Zeit als Trainer und sehe dann den Kingsley am Ende vom Gang und denke mir, komm, hey, der kommt doch bestimmt auch bald wieder ins Training und dann steigt er irgendwie aus dem Auto aus und hat eine Schiene ums Knie, deshalb, dann weißt du wieder, bist du kurz in der Realität angekommen, das wird noch eine ganze Weile dauern. Eine allerletzte doch noch, Klaus Bergmann für die dpa. Herr Tuchel, Sie hatten am Samstag gesagt, es war Ihnen noch ein Rätsel, warum Harry Kane überhaupt nicht ins Spiel kam oder ins Spiel gebracht worden ist. Haben Sie das Rätsel aufgelöst und wie funktioniert es dann morgen? Ja, das Rätsel, klar, ist aufgelöst, aber das verrate ich ja jetzt nicht. Ja, es war noch nicht häufig so, dass er, glaube ich, noch nie so wenig Ballkontakt hatte. Und es ist natürlich eine große Stärke von ihm, sich fallen zu lassen, auch ins Mittelfeld fallen zu lassen, Überzahl zu schaffen und von dort gefährlich zu werden mit Assists und mit Pässen, die dann auch nochmal zu einer Torchance führen, in der
er dann vielleicht auch nochmal am Ende dieser Nahrungskette steht, um die zu verwerten. Das haben wir gar nicht geschafft, ihn zu finden. Die Grundordnung war eigentlich prädestiniert auch für ihn. Er hat die jahrelang gespielt, auch mit Tottenham. Und jahrelang dann auch auf die Position 10 gefallen. Nur wir haben ihn gar nicht gefunden. Also wir haben viel zu wenig steil gespielt, wir haben viel zu wenig diagonal gespielt. Unser Spiel war sehr häufig nur rund um den sehr kompakten Leverkusener Block. Und damit in komplett ungefährlichen Räumen. Das hat uns natürlich geschmerzt und wir wollen definitiv Harry mehr im Spiel haben, mehr mit einbringen. Und da weniger geht ja auch nicht, als wie es in Leverkusen der Fall war. Morgen auch wieder neu starten. Vielen Dank auch an die... Vielen Dank, Leute. Vielen lieben Dank für diese mal wieder... Ja, sie war nicht ganz so wild wie die letzten, aber nochmal diese Storys, die der Tuchel jedes Mal wieder zu De Ligt erzählt, zu Tell erzählt, zu Müller erzählt, kann man ihm halt einfach nie mehr abnehmen. Also ich weiß nicht, wer das immer noch glaubt. Das hören wir ja seit Wochen und Monaten. Ja, ich nehme das persönlich nicht mehr ernst. Für mich ist das Thema Tuchel durch. Er müsste mich schon echt hardcore überzeugen, dass jetzt auf einmal ein Schalter umgelegt wird in dieser Mannschaft. Ich bin sehr gespannt. Ich wünsche es mir natürlich. Ja, gerne kann das auch mit dem Tuchel passieren. Ich habe nichts gegen den Tuchel persönlich, wenn er endlich mal der Trainer wird, den wir brauchen. Ja, klar, herzlich willkommen. Glauben daran tue ich persönlich nicht mehr. So, von daher bin ich gespannt, welche Ausstellung uns morgen erwartet und welches Spiel. In diesem Sinne, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Morgen auf ein gutes Spiel. Vielen lieben Dank, dass ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt. Vielen lieben Dank für euren Support. Wie immer, lasst gerne einen Daumen da. Ich freue mich auch über jeden Kommentar, der geschrieben wird. Und in diesem Sinne nochmal rot-weiße Grüße gehen raus. Und jetzt zum Abschied noch ein paar nette O-Töne von unseren vergangenen Trainern. Ein dicker Kuss von der Trainer von der Meister. Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Wir sind schockverliebt in meine Mannschaft. Also ich fand, das hat Spaß gemacht zu coachen. Ein Trainer ist ein Idiot. Ein Trainer sehe, was passiert im Platz. Dahin bist du eher Trainer und wenn du viele Spiele hast, bist du mehr Coach als Trainer und ich bin schon lieber Trainer als Coach. Geiler Satz. Magic.